Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom großen Saisonfazit. Leute, letzter Teil, der Angriff. Das wird eine wilde Nummer. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass manche Spieler doch so viele Spiele gespielt haben. Die Noten sprechen Bände, so viel kann ich schon mal sagen. Und wir können es natürlich schon ein bisschen vorwegnehmen. Eigentlich haben in der Offensive nur 3 Spieler überzeugt. Zumindest wenn wir Jamal mit in die Offensive zählen, dann ist es Musiala, Harry Kane und Michael Olise. Alles andere war super enttäuschend und hat auch die schlechtesten Noten in dieser ganzen Mannschaft, so wie die genannten Spieler gerade die besten Noten haben. Ja, und damit steigen wir auch direkt rein, würde ich sagen. Angefangen mit Knappri. Note 3,48 bei 30 Spielen. Ich hätte niemals gedacht, dass Gnabry 30 Spiele gemacht hat. Wilde Nummer. Natürlich viele Ein- und Auswechslungen, aber immer noch so, dass es benotbar war. Hatte ein paar gute Ausreißer. Gerade der Saisonstart war gut, aber dann auch in der Rückrunde hat er 1-2 Mal, nachdem er eingewechselt wurde, wirklich ansprechende Leistung gezeigt. Selten, wenn er gestartet ist. Serge Gnabry war eigentlich wie immer 4-4 Durchschnitt. 2-3 Mal ein Peak nach oben. Viel schlecht. Ja, und dann kommt halt einfach so eine hohe, schlechte Note wie eine 3,48 zusammen. Ja. Das ist sogar noch mal schlechter wie Conny Leimer als Rechtsverteidiger. Ja, und das sagt schon eigentlich alles aus. Ja, einfach überholt. Ja, einfach überholt dieser Spieler in meinen Augen. Auch wenn Vinny Kompany ihn wieder ein bisschen hinbekommen hat, gerade am Anfang der Saison dann wieder raus gewesen durch eine Verletzung. Viele Kurzeinsätze dann jetzt gehabt. Und ja, ich habe mit diesem Spieler schon seit 3 Jahren abgeschlossen. So wie mit allen anderen, was da vorne rumdümpelt, immer noch. Ja, das ist leider so. Das ist irgendwie auch alles nicht mehr zeitgemäß und man kann sich den ganzen Bums auch nicht mehr angucken. Das sind alles satte Spieler, die nur performen, wenn ihre Verträge auslaufen. Und das ist leider super schade. Gut, damit kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Nein, nicht lieber Sané, sondern wir gehen erstmal in die positivere Richtung. Kingsley Coman. Immerhin 3,31. Auch er hat 32 Spiele bestritten, 2 mehr wie Serge. Auch da war es gerade eher umgekehrt zum Start der Saison. Katastrophal. Vincent Kompany hat festgehalten an ihn, hat den 5, 6 Spiele durchgezogen, obwohl die Leistung wirklich unterirdisch war. Hat dann eine gute Phase mal gehabt vor ein paar Spielen und dann war es auch wieder viel Leerlauf, viel Mittelmaß. Auch da, King ist nicht mehr rangekommen an seine Form, die er mal hatte. Eigentlich kannst du 1:1 die Worte wiederholen wie bei Serge. Er ist einfach überholter Spieler bei uns. Ja, er hat immer noch den Antritt auf den ersten Metern, wo er allen davonläuft, aber die Flanken, die Vorbereitung, wie es noch so unterm Lewandowski war, und die eigene Torgefahr, die fast gar nicht mehr vorhanden war diese Saison, geht in eine Richtung bei dem Gehalt, genau wie bei Serge, dass es eigentlich nicht tragbar ist für diese Mannschaft. Ja. Aber auch hier hat es mich überrascht, dass er 32 Spiele gemacht hat. Aber auch hier ähnlich wie es bei Gnabry ist. Viel Ein- und Ausgewechselt, ja. Aber das ist halt, was meine These halt auch stützt, was ich gesagt habe, dass Vincent Kompany alle mitgenommen hat diese Saison, ja. Und dass das der Schlüssel zum Erfolg war, auch wenn diese Spieler nicht gut waren. Ja, dann kommen wir zum Spieler des Monats März in 2025. Weltstar Leroy Sané. Deswegen hat er auch die beste Note in dieser ganzen Mannschaft. Eine 3,85 bei 37 Spielen. Also konstant schlecht. Ja, ist die schlechteste Note im ganzen Kader, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Völlig verdient. Leroy Sané
3, 4 Peaks gehabt, wo er mal eine gute Halbzeit hatte. Ich habe kein Spiel gesehen, wo man mal gesagt hat, Liboy war über 90 Minuten gut. Ansonsten viel, oh ja, ich habe so keine Lust, oh ja, ich bin der Liboy, ja, ja, ja. Wenn er gut war, war es auf einer linken Halbposition, da hat er mir gut gefallen, oder sogar mal durch die Zentrale. Auf der linken Seite eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Man hatte immer das Gefühl, so er hat eh keinen Bock, spielt den Ball eh nur quer nach hinten. Auf der rechten Seite dann immer ein bisschen bemühter, aber selten mit Ertrag. Wie gesagt, wenn es die halblinke Posi war, Halbposition oder selbst durch die Zentrale, da war es gut. Ja, da war es stark. Da hat er gute Akzente gehabt. Aber im Großen und Ganzen, Leute, es ist ein Witz, dass wir diesem Spieler überhaupt ein neues Vertragsangebot gemacht haben. Ja. Mit Abstand der schlechteste Spieler in dieser Saison. Und wie wir sehen, bei 37 Spielen, also konstant schlecht. Nicht, wo man jetzt sagt, oh, der hat nur 10 Spiele gemacht, war halt eine schlechte Phase. Nee, er hat genug Chancen bekommen und war konstant schlecht. Ja. Das Traurige ist, wir sehen ihn wahrscheinlich nächste Saison weiter oder wieder oder immer noch. Für mich nicht nachvollziehbar, aber das Thema Leroy Sané, ich kann es eh nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie der im Monat März Spieler des Monats werden konnte. Ja, er hat eine gute Halbzeit gegen St. Pauli gehabt, in der er 2 Tore gemacht hat. Ja, er hat ein gutes Spiel gegen Bayer gemacht in der Champions League. Beide Spiele gegen Bayer in der Champions League waren stark. No, das waren seine beiden starken Spiele diese Saison. Gegen Kiel habe ich auch noch ein gutes Spiel stehen. Generell die Rückrunde war auf jeden Fall besser wie die Hinrunde, definitiv. Ja, da lass mich gucken. Nee, stimmt gar nicht. Gegen Bayer war er gar nicht dabei. Ich bin in der Zeile verrutscht, Alter. Das war Pauli, Augsburg. Das waren seine beiden guten Spiele. Gegen Mainz war es gut. Bin ich da auch schon wieder in der Zeile verrutscht? Nee. Hoffenheim war ein gutes Spiel. Ansonsten, ja, da sind wir bei 4 Spielen in der Rückrunde. Der Rest war 4, 5. Eine 3,5 gehörte schon zu den besten Noten. Und dann kommt eben eine 3,85 zusammen, ja, und das beschreibt auch Livos Leistung ganz gut. Ja, ich denke, das ist eine faire Benotung. Genauso 1:1, was wir zu Serge sagen, was wir zu Kingsley sagen, wegen mir. Musst du eigentlich alle 3 Spieler abgeben, ja. Wirst du natürlich nicht, mit dem Leroy wirst du wahrscheinlich verlängern. Vielleicht wird es ein King los, weil er vielleicht nochmal eine Herausforderung sucht. Serge hat keinen Bock, der will auf jeden Fall da bleiben. Also wird sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder ähnlich aussehen. Ja, gut, dann kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Was heißt Sorgenkind? Zum nächsten, der über sein Zenit ist, Thomas Müller. Thomas Müller hat immerhin eine 3,65, also auch noch besser wie Leroy, ist jetzt aber auch keine Kunst. Ansonsten auch mal die zweitschlechteste Benotung im ganzen Kader bei 26 Spielen, wovon, weiß ich nicht, gefühlt eine Handvoll über 90 Minuten war. Bei Thomas Müller hat man ganz klar gesehen, die Zeit ist vorbei. So, er ist über den Zenit, er war jetzt das 3. Jahr in Folge fast nur noch Ergänzungsspieler. War ein bisschen traurig zu sehen, dass das so ist, ja, dass er fast gar keinen Einfluss mehr auf dieser Mannschaft hat, und wenn, dann war es eher ein negativer Einfluss. Ja, er kann natürlich immer noch mal das Stadion mitnehmen, wie es dann war gegen Inter zum Beispiel, das ist klar, aber der sportliche Effekt, der war dann eher dahin gegeben, dass Müller katastrophale Ballverluste in der Zentrale hatte, als wie dass er irgendwie einen großen Einfluss vorne im Spiel hatte. Ja, er hatte 1, 2 gute Ausreißer nach oben. Ansonsten ganz, ganz viel Mittelmaß und natürlich auch Ausreißer nach unten. Und deswegen ist es gut, dass Thomas Müller die Karriere beendet hat, wenigstens nochmal mit einer Meisterschaft. Und ja, deswegen die 3,65. Ja, das ist halt einfach die Durchschnittsbenotung der Saison. Und ja, da ist schon mal Platz. Es wäre schön, wenn man mit dem Leroy auch noch Platz schafft. Und es wäre schön, wenn man Coman dann noch verkauft bekommen würde. Und es wäre natürlich Premium, wenn Serge auch noch gehen würde. Aber das wird leider definitiv nicht passieren in der kommenden Saison.
Ähm, gut, so viel mal zu Thomas Müller und dann kommen wir mal noch zu den 2 erfreulichen Gestalten. Ja, angefangen mit Harry Kane. Harry Kane. Da ist er. Das Firebeast. Harry Kane, 46 Spiele, 2,72er Durchschnittsnote. Harry Kane hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Viele Tore in der Champions League, in der Bundesliga. Ja, 25, 26, irgendwie sowas, knapp unter 30. Ist okay, denke ich. Harry Kane ist für mich ein Weltklasse-Spieler. Und ja, wir hatten mal die Diskussion im Stream mit dem Vergleich mit Levi. Das kannst du nicht vergleichen. Harry Kane ist halt auf dem Feld so viel mehr wie nur ein Stürmer. Er ist ein Spielgestalter, ja. Er ist derjenige, der Konter einleitet, der dann die schnellen Spieler in Szene setzt. Er ist aber auch definitiv, wenn wir ein Tor erzielen, erstmal die ersten 3-4 Minuten mit hinten drin. Spielt er im defensiven Mittelfeld, weil man da immer besonders anfällig ist. Ist sich auch nicht zu schade, nach hinten zu ackern, im 16er mitzuarbeiten. Harry Kane ist Führungsspieler durch und absolut sympathischer Spieler, der zum Glück endlich seinen ersten Titel geholt hat und den auch gebührend gefeiert hat. Der hat mich gefreut, dass er es dann noch mit dem Airwick zusammengetan hat. Und ich bin gespannt, wie lange wir Heavy noch sehen bei uns. Wir brauchen auf jeden Fall ein Backup für die kommende Saison. Ich denke, gerade die Spiele gegen Inter Mailand haben gezeigt, dass ein Heavy Kane einfach auch mal Pausen braucht. Genauso wie ein Kimmich. Die wirkten beide maßlos überspielt, haben beide auch die meisten Spiele in dieser Mannschaft. Heavy mit 46, Kimmich mit 48. Dazu haben wir Minjay mit 42, der auch super überspielt wirkte gegen Inter Mailand. Der aber nochmal ein paar andere Problemchen hatte mit seinen Achillesfersen-Dingern. Ja, das sind die 3 Spieler, die über 40 Spiele haben. Dazu kommt noch Michael Olise mit 44 Spielen. Da sieht man schon den Stellenwert von eines Michael Olise. Ja. Aber es wäre schön, wenn wir in der neuen Saison da auch ein bisschen mehr die Balance finden. Ja, ich denke, ein Harry Kane muss nicht unbedingt gegen, was weiß ich, gegen St. Pauli auflaufen, wenn das gerade eine englische Woche ist. Dann lass ihn doch einfach mal draußen und dann kann er sich mal ein bisschen erholen. Da sollten auch alle anderen in der Lage sein, Tore zu erzielen. Ja. Nichts gegen St. Pauli, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einfach, wir müssen mal lernen, ein bisschen mehr zu rotieren. Ja, ich meine, man hat es auf der Außenposition neben Michael ja auch hingekriegt mit den 3 Spielern, die da um die 30 Spiele haben. Das wäre wahrscheinlich für Harry Kane, auch für Joshua Kimmich, die bessere Variante gewesen. Ja. Dann wäre, glaube ich, ein bisschen mehr möglich gewesen. Ja, ansonsten für mich Harry Kane, Weltklasse-Spieler. Also für mich gibt es nichts zu diskutieren über Harry Kane. Ich weiß, einige tun das, wurden aber dann auch wieder Lügen gestraft. Ja, ich verstehe teilweise die Diskussion, dass ein Harry Kane, wenn er sich fallen lässt, gerade wo Musiala nicht da war, war der Strafraum nicht besetzt, dann ist es natürlich schwierig. Aber auf der anderen Seite, es kommt auch nichts. Von der linken Seite, wenn Leroy Sané da aufgelaufen ist, kam nicht eine Hereingabe, nicht eine Flanke. Wenn mal was kommt, ist es von Michaels Seite. Ja, ja. Und dann ist es halt so, wie es ist. Da gilt es halt, sich auch weiter zu verbessern in der kommenden Saison, dass halt die Abstimmung besser da ist. Aber wo Musiala da war, war es gut. Ja, wenn Harry Kane sich hat fallen lassen, war Musiala in der Spitze, konnte sich da ja auch teilweise sehr, sehr gut durchsetzen. Aber nichtsdestotrotz wäre es schön, einfach einen weiteren Stürmer zu haben. Gerne einfach einen Stoßstürmer, den du dann auch mal reinwerfen kannst, wenn du es brauchst. Ja. Und einfach, dass ein Heavy auch mal ein bisschen Pause bekommt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja, ist eh schon nie der Schnellste gewesen. Und dann wäre es vielleicht gut, da einfach mal eine Alternative zu haben. Und die kann nicht Serge Gnabry heißen. Sorry, Leute. Die kann nicht Serge Gnabry heißen. So viel zu Heavy. Ja, und damit kommen wir zum Spieler der Saison. Ja. Nach Noten, für mich persönlich, Michael Olise. Absolute Maschine.
ja, mit Abstand den besten Notenschnitt 2,45 bei 44 Spielen. Selbst in den Spielen, jetzt in der Rückrunde, hat er auch mal ein Spiel gehabt, wo er müde war, wo er dann wirklich eine schwache Halbzeit hatte. Aber selbst dann war er noch der in einer schwachen Halbzeit, wenn überhaupt irgendwas nach vorne ging, der es kreiert hat. Kein anderer. Ja, spätestens mit dem Ausfall von Musiala waren wir komplett abhängig von Michael Olise. Egal, wer da auf der linken Seite rumgedümpelt ist, ob es ein Leroy war, ein Serge, ein Koman. Die hatten alle nicht den Einfluss, wie es ein Michael hatte. Ja, auch ein Harry Kane hatte nicht diesen Einfluss. Wie denn auch? Ja. Harry Kane braucht dann den passenden Mann in der Mitte bei sich. Und wenn dann Thomas Müller rumdümpelt, ja, sorry. Ja, das passt halt nicht. So. Dasselbe mit dem Guerrero, auch das hat nicht gepasst. Ja. Wenn es gefährlich wurde, wenn Ideen da waren, war es ein Michael. Michael hat uns getragen. Vor allen Dingen nach Musialas Verletzung hat er uns in der Offensive getragen. Auch vorher hat er uns schon getragen. Ja, aber vorher hat er wenigstens noch mit Musiala auch einen Partner gehabt, einen Spielpartner. Das wurde auch zum Ende oder zum Ende, wo Musiala noch dann fit war, wurde das Zusammenspiel mit Michael war dann wirklich schon gut. Ja. Ich habe mich die ganze Bundesliga-Saison gefragt, wann werden die Gegner diesen Steckpass raffen, den Michael spielt, dann einfach in den Strafraum rein. Ja. Anscheinend haben sie es noch nicht gerafft. Ich kann mir vorstellen, dass es in der neuen Saison ein bisschen anders ausschaut. Ja, Michael ist ein Komplettpaket. Der kann dribbeln, der kann gute Flanken schlagen, er hat einen guten Torschuss. Kann Direktspiel, ja, sich für nichts zu schade, ja. Versucht mit nach hinten zu arbeiten, ja, da hat er noch ein paar Schwächen, definitiv, das haben wir gesehen. 2, 3 Mal hat er sich zu leicht dann abschütteln lassen. Aber er ist halt einfach auch ein offensiver Spieler, ja. So, das darf man nicht vergessen, aber er versucht, er lässt sich nicht hängen oder sowas. Für die erste Saison überragend. Überragend einfach. Ja. Für mich Spieler der Saison mit Abstand. Ja, wir sehen es am Notendurchschnitt, die beste Note. Danach kommt Harry Kane mit einem kleinen Abstand. Und dann haben wir Musiala, beziehungsweise dann haben wir auch noch Eric Dyer, wenn es um die Abwehr geht, und unsere beiden. Opa haben wir noch, der mit reingeht. Genau, und dann haben wir noch unsere beiden Torhüter, aber die haben natürlich wenig Spiele gemacht. Also Michael mit seinen 44 Spielen und diesem Notendurchschnitt ist schon wild. Ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, ist auf jeden Fall für mich gerechtfertigt. Ja, ich weiß nicht, wenn wir es zusammenzählen, müsste ich in die Statistik gucken. Wahrscheinlich haben die 3 anderen Flügelspieler gerade mal zusammen so viel Torbeteiligung, wie es Michael alleine hat. Ja. Also, das sagt schon alles aus eigentlich. Aber viel wichtiger ist auch diesen Einfluss, selbst wenn er nicht die direkte Torbeteiligung hatte. Ja, wie oft er in Conny Leimer, egal wer da auf der Seite mit war, da mit dem Steckpass eingesetzt hat, wie oft er Musiala da auch eingesetzt hat. Ja, das waren ja dann so die Aktionen, 2 oder 3 Aktionen vor so einem Tor. Das war immer Michael, ja, der da beteiligt war. Und Michael war eigentlich das Gegenteil von den anderen 3 Flügelstürmern. Er hat immer, ähnlich wie Roman Ribéry, immer dieses Level gehabt. Ja, ganz, ganz selten mal eine Halbzeit, ja, habe ich schon gesagt, wo das Level mal schlechter war. Aber er hat immer ein hohes Level gehabt. Genau das Gegenteil. Alle anderen haben immer ein unteres Level, haben dann zwischendurch mal Peaks nach oben oder nach unten. Und bei Michael ist immer dieses Level. Ja, und dann hat er noch zwischenzeitlich einen Peak, wo er ganz durchdreht. Oder dann mal einen Peak, wo mal eine schlechte Halbzeit drin ist. Ja. Aber das war's. Super konstant auf hohem Level, super viel Einfluss. Für mich der Spieler, der den größten Anteil an unserer Meisterschaft hat. Ja, noch vor Harry Kane. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil ohne Michael wären ganz, ganz viele Aktionen gar nicht erst entstanden, wodurch Harry Kane die Tore dann schlussendlich gemacht hat. Und Michael hat selber genug Tore gemacht, ja. Soll jetzt nicht den Anteil von Harry schmälern, einfach nur mal zeigen, ja, welchen Anteil er daran hat. Und die Lobeshymnen meiner Meinung nach völlig zu Recht. Nochmal, guckt auf die Anzahl der Spiele.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, zusammen mit Harry Kane, mit Joshua Kimmich und Min Jae Kim, die einzigen, die über 40 Spiele haben. Ja. Und dann diese Note zu fahren, ist schon sehr, sehr stark. Ja, Leute, das war's zum Angriff, ja, in der zurückliegenden Saison. Ich habe es eingangs schon gesagt, eigentlich haben nur 2 Leute performt, Harry Kane und Michael Olise. Nehmen wir Musiala in den Angriff mit rein, dann natürlich auch Jamal. Thomas Müller, ja, sorry, war schon über sein Zenit. Ich denke, Kingsley, Serge und Leroy sind schon lange über ihren Zenit. Das war jetzt schon besser. Das ist eigentlich, das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das war bei allen 3, die ich gerade genannt habe, schon besser wie letzte Saison. Ja, und trotzdem haben sie sehr hohe Durchschnittsnoten. Ja, das muss man im Gegensatz zu Michael teilweise eine Note schlechter im Durchschnitt. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder auch im Beispiel zu Harry Kane. Also, das ist schon wild. Ja, und da gilt es, in der kommenden Saison dran zu arbeiten, ne, dass wir auf der linken Seite einfach auch nochmal einen Spieler haben, der einfach mal frisch ist, der frischen Wind da reinbringt, ja. Und wir mal weg sind von den Gnabrys, Sanés und Comans. Das wäre schön. Das ist, was ich mir wünschen würde. Gut. Wer es am Ende wird, ob es ein Wirtz wird und wir dann sogar ein System ändern oder was auch immer. Wird man sehen, es bleibt spannend. Aber das war erstmal der Rückblick. Das war der Sturm in der Saison 2024, 2025. Wie immer an dieser Stelle, Leute, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen da. Und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.